Ekran! Hij tranen niet op, als wanneer waar. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd S. Eduard Giesbrecht. Welkom lieve vriend, welkom tot het programma Ekran. En ook welkom Esther Kroon. Dankzij dat je van jullie hier het eerste Mal dabei bent in diesem Programm. En ook een dankzij aan Exalta Jesus, wat ons deze studie heeft hier, dat we hier bijna filmen kennen, hier in Chaco, Paraguay. En Esther, kannst du die einmal voorstellen, wer du bist, die Namen, von wo du kommst vielleicht und so? Ja, mijn naam is al gezegd, Esther Kroon. Ik ben bevriend met Rudi Kroon. En dat waren de 5 dagstreeën schanken. En die hebben dan ook al 2 schwierzins. En ik woon in Calimano, Paraguay. Oh, wow. Sehr interessant von dir zu hören. Und ich habe ein paar Kleinigkeiten hier, dass du ein schönes Zeugnis hast, was du mit Gott erlebt hast. Und ich würde sehr neugierig sein, dort zu hören, was du mir zu sagen hast und was du den Jugendlichen zu sagen hast. Aber wir immer hier zu hören. Hier wil ik dat doen. Toen Gott is hier, mocht ik van mijn leven vertellen, wat hij een wonder in mijn leven gedaan heeft. Ik ben ganz gezond. Ik ben met 34 jaar weer ganz gezond. En ik zie dan, toen 10 jaar krank geweest en nu dan 2 jaar waren gezond. Ik zie nu 46 jaar om dat klaar te stellen. Maar met 34 jaar dan brak de wereld in mijn heup. Ik was nachmestkrijg. Ik ben dan weer alles oké geweest en ik kreeg een plaatsangst. Een furchtbar grote plaatsangst. Du wirst schon befreit in der Zeit? Ja, ich bin befreit. Ja, ja. Ich habe alle Feiertage, meine jüngste wie Feierjahr. Ich bin dankbar, dass ich in den Zeit nicht gebrochen ist. Ich habe sehr viel Arbeit getan und mir die Arbeit scheint. Und das ist mein Leben. Ich bin bekehrt, ja, ich bin getauft. Ja, aber ich habe nicht Zeit für Gott und nicht Zeit für mich. Für die Arbeit habe ich Zeit. Das ist mein, ich bin Perfektionist, alles muss Geschmack sein und das ist, was ich lebe. Ja, ich frage Gott, okay, ich bete auch an, aber ich wach nicht, was mir antwortet hat, dann hat er alle nächste Frage, die Beziehung ist einseitig. Und dann von 34 Jahren, dann sagt er, das riecht nicht, mit deiner Arbeit riecht das nicht. Ich war krank, ich krieg eine Platzangst. Das passiert in einem Abend, ganz hastig. Ich war auf Seenstein, auf Chor. Und mein Mann war in einem Ballplatz hier vor 5 Kilometer auf. Und mein Chor war euer durch. Und ich sagte, ich würde eine Alleinheitsfrau damit fahren. Das war, was ich dann auch tat. Ich frug ein Fremd, das Auto wie dort. Und das fuhr los und das schleute sich die Dere zu. Das gab mir so eine Panik. Dat ik dacht, wanneer ik hier nog in mijn leven die het gevangenis terugkomt, dan is het goed. Ik vroeg over hem schaffen als hij kon de lezen opmerken, dat deed hij dan voor mij. Ik kreeg Luft en alles, maar dat was furchtbar voor mij. Maar dat was wat eenmaal, ik wist niet wat dat was. Maar oké, dan weer dat verdacht me dan even. Maar later passiert dat dan in onze auto ook zo. En toen weer vangt in onze auto aan en weer dat dan ook dat het... dat je al im Huis deed, ik kon niet meer im Huis blijven. Ik ging bitte einfach einmal durchatmen. Nicht gesagt, das habe ich da noch nicht geleerd, dass man durchatmen muss. Man deed ganz kalt atmen und wenn ich nicht durchatmen, dann kriege ich dort Verstand und nicht Sauerstoff. Ich dachte bloß, ich würde meinen Verstand verlieren, ich würde wahnsinnig werden, ich würde durchdrehen. Das wären meine Fälle, aber ich wusste auch nicht, was mir wäre. Und dann einmal war mir die Frage gestellt, was ist in deiner Kindheit passiert? Was hast du in deiner Kindheit erlebt? Maar dort gesagt wordt dat man eine Kindheit ganz viel können verdrängen kann. Dort glaube ich nicht. Dort dachte ich nicht. Dat selber ja, ich wusste nicht, dass ich das selbst getan habe. Ich habe ganz von meiner Kindheit vergessen. Wie was Schlimmes passiert. Als ich 9 Jahre alt war, 9 oder 10 Jahre alt war, dann wird in 35 Jahren Jungje Saale, die wir nicht befreit, dass wir uns 2 daneben, und der hat das ab mir aufgesehen. Er hat sich nicht in mich verläuft. Er sind Kinderschänder, er hat das einmal mit Kinder, mit jungen Teenagern. Und meine Paar wusste das nicht, was er für ein Mensch war, aber das sei Leute an den einsamen Mann, also der für einmal zum Terre kommen. Paar sagt, hey, hier der Tür, wenn wir Terre trinken, dann hier der Tür, dann schauen wir. Und er hat einmal seine verläufte Blättchen in mir. Und ich sperre das einmal hier stammt wird nicht. Und ich halte das nicht mal aus. Ich halte das besser einfach nicht mal aus. Ich pause den ganzen Sommer immer ab, und er das Methode am zweiten Überschaffe losbramen. Und wenn er war gekommen, dann sagt er, ich mag in der Schlupfstelle. Den ganzen Terre, dann, der richtig sagt dann in der Schlupfstelle. Und
Hast dan wanneer dat bitte wordt ingaan en wanneer wordt zo zijn, dan ging ik dan uit en dan wil ik ook nog naar de krant hier en dan vervlucht de krant allemaal. Dan ging je al aan ihre arbeid en dan middag gaan. Ik zei, ik wil ganz meer alleen even heeft. Ik voel me zo, China kwam zich aan mij. En dan, een dag had ik dat, kratzenvlakkig kwam ik aan vooruit. En die dag, dat we am haven op de Bemmelkolle Ripa spelen. Ik mijn diensten drie Schwestern en wie ik dat niet aangeworden, dat hij mijn vooruit gekomen weer. En dan maar eenmaal kwam hij dat lijkt niet meer gegaan. En dan had ik zeer angst, ik raam zeer. En dan had ik me ook voet aan en kreeg me ook om kleid te huilen en ruikt mijn kleid weg. En dat moet ik hier nu zeggen, dat is het schlimmste wat passiert is. Gott sei Dank, sie ist vom Schlimmsten bewahrt geblieben. Und ich hatte viele Geschwister, wie wir eine Geschwister, ich glaube, wie mein Schutz, dass die immer an mir wären. So, aber ich fühle mich auch nicht beschützt von ein paar, nicht ernst genommen. Und nu denk ich dann, das wäre meine letzte Radung. Nu würde ich nach einer Mann gehen. En dan wil ik niet met Leute gaan. En dan weet ik, dat ik zeg, check je mal wat ik met mijn Leute aangereicht heb. En dan ze wist nichts damit anzufangen. En door passiert dat, door merke ik den Entschluss, oder? Den Entschluss, eine geistige Festlegung oder ein Schwur oder eine. Dann merke ich der für meine Eltern. Ich sage, Gott, die brauchen mich nicht mehr beschützen. Die wählen ihr nicht, die brauchen auch nicht mehr. Dat wie in die Band? Dat wie in die Band. Okay. Dann merke ich der für den Feind und sagt, okay, die brauchen nicht mehr an mich haben. Nu wieder, wo ich Salz. Ich will nu wieder eine Salz an mir abpassen. Dus ich gebangen dann an meine Eltern. Ich hatte keine Beziehung zu meinen Eltern. Dadurch höre ich, dass es dort. De Feind sagt immer zu mir, die andere Handje, die euch behandelt, die Handje, die nicht beschützt. Und ich wusste das nicht, dass ich den Sinn begonnen habe mit das. Und damit wie ich gebangen und damit habe ich der Thema. Ich will in so ein sein, die kennt von da. Sie wollen das mit mir Geld merken, die können nicht mehr mit mir Geld merken. Das ging ich mal von da. Und von 11 Jahren habe ich mich auch bekehrt. Ich weiß nicht, weil ich mich von 11 Jahren bekehrt habe. Und da ich eine Missionszeitschrift war nach Heukelbach, bekehrt ich mich. Und ich muss noch sagen, ich hatte meine 5 Schwestern ein Zimmer, die mussten alle schlupen. Und dann knallte ich mich da hin und legt Jesus in mein Herz an. Das war eine ganz bewusste Bekehrung. Aber diese Festlegung wäre nicht wahr. Du hast die das leidet sie nicht mehr Tag in deinem einen Körper. Nee. Nou, dat wie met de bekering ook niet waar. Want ik dacht niet bewust dat ik tanende en dat ik snijden. We zeggen met de scheuer dat ik snijden. En dan is dat niet waar. Daarmee hält man dat dan ook dat ganze Schwere dan toch wel iets bedaartig jaar. En dan met eenmaal niet meer. Zij is ook in Ordnung zit op bedaartig jaar. En eens van kost niet meer. Nee, ik had het ganz vergeet en verdrängt. Maar dacht dan, deswegen brukte ik dan met deze grote angst van 34 jaar dan uit. Ja. En dan ging ik dan über einen Doktor. Ik wist bloß nicht mehr, wat mij passiert. En ik kom niet wieder. En dan ging ik dan am Doktor en dan fängt het dan aan voor de nächste 10 jaar met angstpalen en schilddrüse. Ze die schilddrüse had onfunktion en die nervenzusammenbruch. En dat staat je dan los. Ik had het al allemaal gehoord, want man schilddrüseproblemen had, dan had je man dan het leven lang. Dat had ik al aangenomen, dan nam ik voets aan. Aber für das Depressionen, dort kann ich nicht gut sein. Da kann ich eigentlich nicht gut sein, trotzdem, dass 3 Doktor zu mir sagen, du wirst nicht wahrscheinlich dein Leben lang Angstpille annehmen. Das versucht ich jeder Jahr abzuhören. Ich kann auch einmal 3 Monate, aber dann wieder Angst so furchtbar groß, dass ich war dann von vorne Anfang, ja. Und damals einmal sehen mein Mann zu mir, wie will ich noch mal einen Tag nach Deutschland fliegen, nach Katar, die Desastre will wir besitzen fliegen. Ich dachte, das geht nicht. Ich bin in einen geschlossenen Raum, im Jet, im Flugzeug, das geht nicht. Aber ich sagte am Geld, ich war in Therapie gegangen, ich war in wirklich über die Angst und das war ich schaffen. Das habe ich auch gelernt, über dem auch mit Therapie, dass man die Angst nicht unterstechen, dass die Blessierater wird. Dat ik allemaal waar verzocht me een maandje te besluiten. Ik kijk allemaal als ik de onjere boer bij de bedrijf te kennen. Dan moest ik me eerst zeggen, maar ik verzocht allemaal waar de te sluiten. Maar dat weer een kwaal voor mij. De boodste een maandje te sluiten, ja. Maar dat wil ik verzekerd zijn hebben. Dat wil ik best veranderen voor mij niet, maar ik wil dat verzekerd zijn. Intussen zei ik naar hem, dat weer veel einfacher was. Du hast dan niet van geredet. Maar toch niet te laatst dan vroeg ik had, glaubst du, dat ik dat schaffen wil? Verspreidst du mir, dat ik dat schaffen wil? En hij zei, ja. Du warst das schaffen. Und Geld, ich war das prüfen. Ich saß in Ascension im ersten Flugzeug. Dann will noch mal der Tag gehen. Dann kam der Feind und sagte, weißt du, was du dir hier angeriert hast? Einen Tag still. Nicht den vertrautes Heim. Und du warst eine Fehlschatz nach. Ich will ein Flugzeug ja nicht stehen, ja. Und ich war dann
dat nog veel mal beleven. Maar dan zei hij te God, zitst du niet? Ik wil dat schaffen. En dan zei hij, ja, du wirst dat ook schaffen. En dan zei hij, im Namen Jesu vriend, du jetzt hier weg von mir. En zweimal mal ist mir dort angekommen, de ganze Zeit, wo wir dann eindeutig der weg wären. Ja. Aber vielmal habe ich mich im Namen Jesu loslassen von der Angst und dann schaut das. Wie dat du im Jet das erste Mal, was du dort deitst, die Losseite von, oder hat du das all Ich habe das auch geprüft, ja. Aber warum musste ich das, ja. Deitst du das du im Jet ablüdes, oder? Mein Mann soll das nicht unbedingt sagen hier, aber so halb ablüdes da ich das, ja. Ja. So, wo ging es dann wieder? Dann wieder das okay so. Wir sehr scheinen, dass wir nicht gerade an der Reise von 24 Jahren Chast, und es steht an 24 Jahren Chast, und wir haben das sehr schein gegangen, wir haben viel scheine Tide belebt, was mir ein sehr großes Erlebnis wir dort wie Missionsverband nach Heukelbach können gehen und deren das Zeugnis vertellen, dort ich mir der Herr Zeitschrift von Alf bekehrt hat. Dort wir mir ein sehr großes Geschenk wohnen ab, ja. Okay, Linda. So, dann hast du das Wunder Gottes erlebt, dass er die plötzlich das wahrgenommen hat. Kommt das einmal frisch? Ja, oder? Ja, ich habe vielmal im Namen Jesus sagen, find du jetzt wieder von mir, du bringst mich nicht mehr in der Angst rein. Wenn ich dort nicht einmal war, gesagt hat, dann würde ich das nicht geschafft haben. Dann würde ich nicht von der ersten Tag hier sitzen ohne der Angst. Aber irgendwann, naja, dann kommt immer mehr Sieg, stelle ich mir so in die Leben. Ja. Dat is scheint hier, wo Gott überall diese Schwierigkeiten, die von unserer Kindheit sind, wo er überall dort ist und dass er die Macht und die Kraft hat, dort wahrzunehmen. So, wir sind von dir aber auch noch angekommen. Würdest du gerne den Tauchierer oder den Jugendlichen ein multmerkendes Wort geben, ja, ich habe hier die Kraft gibt? Ja, ich will hier dann das lesen. Ich habe mir hier was abgeschrieben. Jesus Christus ist ein uitgetekende Dokter. Dan als hij beïerd weer, heilt hij de kranken en befreit hij die Unterdrückten und holt den Preis für die Rettung der ganzen Menschheit. Dat Opfer Jesu am Kreuz, dein Gott bläst zu der Sündenvergebung, dann dat dein durch die Heilung. Und er will uns auch die Angst wegnehmen. Das sagt du auch in Jesaja 53, Vers 5. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Wunden, die er hat, die haben uns geheilt. Ja. Und ich glaube, er schenkt jedem eine Heilung, ob es nicht von Angst ist oder von Verbrochenheit oder von Traurigkeit. Er kann Frieden geben, wo nicht Frieden ist. Er hat Leib, wo nicht Leib ist. Und wir haben einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, Esther. Und ob sie nächstes Mal war dabei, du was er ein Leben vertellen wird, wieder jetzt, wann man geheilt ist und was scheint das ist, mit Gott zu leben. Scheint die Kerne zu lernen, Esther, und ich will noch mehr von dir hören. Gott sehen und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.